Ja, jetzt aber, hey, sind ganz herzlich willkommen zu dem Pfingstsonntag. Wir steigen gerade steil ein. Wann hast du zum letzten Mal jemanden innerlich verurteilt und gleichzeitig gedacht, ich bin eigentlich noch ganz okay? Ich habe da ein kleines Meme gemacht aus meinem Leben. Wenn ich so Biker gesehen habe, mit so Kind vorne drauf, habe ich immer gedacht, muss das wirklich sein? Und letztes Jahr bin ich selber mal einen Bike-Trail runtergefahren mit dem Kindersitz hinten. Und ich habe gemerkt, das ist wirklich eine dumme Idee. Noch viel dümmer als das andere, weil du kannst gar kein Gewicht verlagern. Also es war wirklich leichtsinnig, aber ich bin angekommen, heil. Also es ist schon von KI, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Thema heute, warum Jesus immer bei dir anfängt. Und wir werden sehen, wer Güte von Gott erlebt hat, der wird sagen, Jesus, bitte fang mit mir an. Wer Güte von Gott erlebt hat, der ist der Erste, der sagt, yes, da bin ich, fang mit mir an. Wir schauen heute einen Text an aus dem Lukas-Evangelium, der sprichwörtlich geworden ist, der auch in der Kunst schon aufgenommen worden ist. Es ist der, man sieht den Splitter im fremden Auge, im eigenen den Balken nicht. Ich finde es mega lustig, wie das da illustriert ist. So mega komisch. Aber es ist eigentlich eine absurde Situation, der Balken im Auge und der Splitter. Wir schauen gerade den Bibeltext an, Lukas 6, 41 und 42. Was hältst du dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes auf, wenn du einen Balken im eigenen Auge hast? Wie kommst du auf den Gedanken zu sagen, Freund, lass mich dir helfen, diesen Splitter aus deinem Auge zu ziehen, wenn du nicht über den Balken in deinem eigenen Auge hinausschauen kannst? Du Heuchler! Entferne zuerst einmal den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du vielleicht gut genug sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Freundes zu ziehen. Ganz ehrlich, meine erste Reaktion ist, also mit dem Balken kann wohl sicher nicht ich gemeint sein. Ich habe höchstens irgendwie einen Staubkorn oder einen Splitter im Auge. Aber der Balken, das muss jemand anders sein. Also wie es dir geht, ob du dich mit dem Balken gerade angesprochen fühlst. Aber es ist heute wirklich mein Anliegen, mein Gebet, dass wir offen sein dürfen, dass der Heilige Geist uns auch den Balken zeigen kann. Und Heilige Geist, wir haben dich schon eingeladen im Gottesdienst, ich möchte es einfach nochmal wiederholen, red du zu uns. Und Herr, ja, es ist so ein sprichwörtlicher Text, den wir wahrscheinlich alle schon irgendwo kennen, der uns begegnet ist. Und ich möchte dich bitten, dass er nicht einfach uns vorbeizieht und dass wir nur es für die anderen sehen, sondern dass du uns kannst zeigen, wo wir betroffen sind. Amen. Ja, vielleicht sind wir doch selber auch angesprochen, wenn es da um den Balken geht. Mit drin kommt so die Konfrontation von Jesus. Du Heuchler! Das griechische Wort ist Hypokrit, was eigentlich so Schauspieler heisst. Jemand, der eine Maske trägt. Dass das, was nach außen sichtbar ist, stimmt nicht mit dem überein, was drinnen abgeht. Und ich meine, gute Schauspieler, die machen ja genau das, oder? Die spielen etwas auf der Bühne oder im Film vor, wo sie aber im wirklichen Leben nicht sind. Dort ist es wünschenswert. Oder? Wenn du auf Netflix schaust, dann musst du die Charaktere sehen, wie sie dargestellt werden, und nicht der echte Mensch dahinter. Sonst gibt es ja keinen Superman und weiss ich was. Aber im echten Leben ist das natürlich zerstörerisch, wenn wir etwas spielen, wo wir gar nicht sind. Und der Text stellt auf jeden Fall die Frage an uns. Spielen wir manchmal echt im echten Leben Theater? Vielleicht kennst du das Gefühl, dass du doch online ein bisschen eine andere Person bist, als du wirklich bist. Genau das meint Jesus da. Oder auch wenn du offline bist, du erzählst irgendwie deinen Friends eine Story, die du gerade erlebt hast, und du bist schon ehrlich in deiner Geschichte.
Aber vielleicht erzählst du auch nicht ganz alles. Sicher der Teil, wo du gut dastehst, der kommt zur Geltung. Was könnten die Balken genau sein? Was könnte mit dem Balken gemeint sein? Natürlich ist es sicher viel grösser, als der Splitter ist. Es macht uns irgendwie blind. Ein Balken ist auch etwas, das trägt. Oder in einem Haus sind Balken die tragen. Und wir können sagen, unser Leben wird maßgeblich getragen von Denkmustern. Nicht nur von einzelnen Gedanken, sondern was wir für Art und Weise haben, wie wir denken, das trägt uns. Auf dem bauen wir unser Leben auf. Und der Splitter wäre dann vielmehr, ich sage mal so, einzelne Taten, die man vielleicht einmal daneben liegen. Die Bibel nennt das auch Sünde. Die siehst du auch bei deinem Nächsten sehr schnell. Wenn jemand nach außen etwas falsch macht, das sollte man doch nicht machen, ist doch nicht gut. Und weil wir vielleicht gerade von unserem eigenen Fehlverhalten gerne ablenken wollen, ist noch ganz viel gekommen, wenn wir sehen können, was die anderen da für Splitter haben. Zurück zum Balken. Vielleicht hast du gedacht, was könnte das jetzt für Denkmuster sein? Es können Denkmuster sein, die uns helfen, irgendwie mit uns selber klar zu kommen, weil wir vielleicht merken, dass wir selber gar nicht so gut sind, wie wir eigentlich sein wollen. Oder will irgendjemand schlecht sein da drinnen? Wir alle wollen doch irgendwie gut sein. Wir wollen es wert sein. Wir wollen gesehen werden. Und das ist schlussendlich die Gefahr, dass wir dann jemanden darstellen müssen. Und die Gefahr ist, dass wir nicht nur Theater spielen vor anderen, sondern schlussendlich noch vor uns selber. Dass wir uns selber täuschen müssen, weil wir eigentlich nicht mit der Realität klarkommen. Dass wir einfach so normal sind wie alle anderen auch. Aber vielleicht sogar noch weiter, dass wir sagen, ja, so die Schattenseite oder das Problem im Leben, das möchte ich eigentlich nicht, dass jemand anders sieht. Oder es ist so schmerzhaft, dass du nicht mal selber möchtest anschauen. Und darum entwickeln wir wie so Strategien, so Denkmuster, dass wir uns nicht mit uns selber konfrontieren müssen. Und ich habe da so ein paar mitgebracht, die so sein könnten. Das eine ist Humor, so als Schutzschild. Es wird einfach immer sehr schnell lustig. Und ich lache auch gern. Aber es kann auch ein Schutzschild sein, dass du niemand zu nahe musst an dich heranlassen, dass du vielleicht auch nicht selber dich mit dir auseinandersetzen musst. Oder eben du definierst dich mehr durch Leistung, durch deine Noten, die du heimbringst, oder durch Karriere, die du anlegst. Du sagst, hey, das gibt mir Wert und solange es dort stimmt, muss ich nicht genauer irgendwie anschauen, wie es um mein Herz steht. Oder deine Clique, wo deine Identität ist, wo du auch viel lieber einfach immer mit Leuten zusammen bist oder das gar nicht alleine aushaltest. Wenn du zu lange alleine bist, wirst du vielleicht noch merken, wie es wirklich ums Herz steht. Und die Sachen sind nicht einfach schlecht an sich, aber sie können eine Abwehrstrategie werden, die uns von unserem Herz ablenkt. Und eben, du brauchst Social Media für Likes, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Und der letzte gefällt mir auch noch, so der super korrekte Sein. Da sind wir vielleicht gerade auch in der Kirche noch herausgefordert, oder? Der Fromme, der nach außen eigentlich alles sehr gut und richtig macht. Zumindest auch die moralische Überlegenheit zu zeigen. Obwohl man eigentlich merkt, im Herzen schauen wir vielleicht gleich noch auf andere ab. Da ist nicht so viel Liebe, wie wir irgendwie nach außen zeigen. Aber es ist auch eine Maske, die wir anlegen können. Das sind alles so Möglichkeiten für Masken. Die Liste ist überhaupt nicht abschliessend. Vielleicht findest du auch noch anderes. Spannend ist, Jesus predigt das Balkensplitter-Problem nicht jetzt irgendwie der sündigen Prostituierten oder der unbelehrbaren Pharisäer. Nein, er redet zu vielen Menschen und dann heißt es im Vers 20, jetzt an seine Nachfolger. An diese Nachfolger bringt er das. Und da müssen wir schon fragen, ist das Balkensplitter-Problem
Und auch das Problem von der Selbsttäuschung, vielleicht nicht irgendwie ein Randphänomen, dass es irgendwo da die sündigen Leute betrifft, sondern könnte das ein Problem sein, wo eigentlich der Normalzustand ist, wo uns alle betrifft. Und Jesus sagt, du musst zuerst den Balken in deinem eigenen Auge sehen. Vielleicht sagst du, hey, also mach mal langsam. Ich habe sicher keinen Balken im Auge. Ich sage mal, wahrscheinlich ist das gerade der Beweis, dass du einen hast. Vielleicht heisst er, keine Selbstreflexion, überhöhter Stolz. Du darfst ihm selber einen Namen geben. Ziemlich am Anfang der Bibel hat es eine mega spannende Geschichte vom Stammvater Jakob. Ich würde sagen, er war auch so ein Meister von dem, dass er geschaut hat, wie er selber wirkt nach außen. Ich würde es nennen, es geht wie so ein bisschen um Image-Management. Dass du kannst schauen, wie wirke ich nach außen. Und er war ein Meister in dem. Er hat zum Beispiel den Hunger von seinem Bruder schamlos ausgenutzt, um das Erstgeburtsrecht zu bekommen, hat später seinen Vater eiskalt betrogen, damit er das Sagen hat bekommen. Und er hat einfach gemeint, das steht ihm zu. Und man hat nicht irgendwie das Gefühl, er hat irgendwie ein schlechtes Gewissen oder so, sondern das ist mein gutes Recht. Ich habe den Stand. Und dann schickt Gott ihn zum Laban. Und der Laban ist ein Mann, der aus dem genau gleichen Holz geschnitzt ist wie der Jakob. Also er kommt so das Gegenüber über. Und der Laban betrügt ihn dann um seine Frau, dass er zuerst die Falsche bekommt und dann später wird er x-mal betrogen um den Lohn. Und der Jakob checkt es irgendwie gleich nicht. Dass er eigentlich genau gleich ein Betrüger war, wie jetzt sein Schwiegervater ein Betrüger ist. Er sieht den Splitter beim Schwiegervater, aber den Balken im eigenen Auge nicht. Er ist blind. Und bevor wir jetzt mit unseren Fingern gerade auf den Jakob zeigen, müssen wir vielleicht selber auch bei uns schauen, sind wir vielleicht manchmal auch so. Und ich finde, die Geschichte zeigt uns etwas mega Gutes, wie wir vielleicht genau unseren Balken entdecken können. Nämlich dort, wo wir immer wieder den Kopf anschlagen. Dort, wo es immer wieder schwieriger wird, immer wieder landest du irgendwie im Gleichen. Musst du dich vielleicht mal selber fragen, bin ich eigentlich das auch selber? Also eben, beim Jakob wäre es selber betrogen und nachher wirst du auch betrogen, musst du mal fragen, ist das eigentlich ein Charakterzug von mir, wo ich Veränderung brauche? Es könnte aber auch sein, dass wenn es so Bereiche gibt in deinem Leben, wo du mega defensiv auf Kritik reagierst oder vielleicht gar nicht erst irgendjemand anlässt, dass er dir etwas sagen darf. Das könnte genauso ein Bereich sein, wo wir blind sind, wo wir einen Balken haben. Oder ein Bereich, wo du das Verhalten ständig irgendwie musst rechtfertigen, musst argumentieren darüber. Oder auch dich mit anderen vergleichst. Ja, also so schlimm bin ich doch nicht. Könnte es sein, dass genau das der Ort ist, wo wir unseren Balken haben? Ich habe mich selber gefragt, wo ist denn mein Balken? Und ich sage, was ich mir schon wirklich so bewusst war und einmal mehr bewusst geworden bin, dass ich mich schon stark durch Leistung definiere. Und wenn ich jetzt jemanden sehe, wo mal etwas nicht gelingt, natürlich sage ich dann, es tut mir leid, aber innerlich tut es mir auch gut, weil dann kann ich mich auch ein bisschen aufentun und sagen, zum Glück bin ich besser. Dann muss ich sagen, Jesus, es tut mir leid, ich möchte nicht so denken. Ich möchte mich über niemanden erheben, wo irgendwo etwas nicht gelingt. Ich möchte mich mit allen freuen, wo es gut geht und traurig sein mit denen, die irgendwo eine Niederlage haben. Und ich möchte mich auch nicht selber definieren, einfach durch das, was mir gelingt. Und dann habe ich an den Heiligen Geist gebeten, zeig du mir, gibt es noch irgendwo blinde Flecken? Und er hat so zu mir geredet und gesagt, wenn es um mein Gebetsleben geht, wo ich schon bete und schon immer wieder Gott suche, aber
wo ich ganz ehrlich, nicht bei jedem Problem ist das meine erste Reaktion. Ich habe noch häufig relativ langes Gefühl, ich kann nicht Sachen lösen. Ich muss sagen, da bin ich doch auch blind. Habe ich noch nicht wirklich begriffen, wer Gott wirklich ist und wer ich bin. Sonst würde ich noch viel schneller, viel mehr und viel mehr auf den Knien darum ringen, dass Gott eingreift. Jetzt wisst ihr von meinen Balken und du darfst selber überlegen, wo ist denn mein Balken? In diesem Bibeltext lässt uns Jesus einfach mal mit dem so stehen und sagt, hey, verurteile nicht und schau zuerst auf deinen Balken. Und gleich die Frage, wie kommen wir mit unserem Balken klar? Wir müssen die weiße Flagge schwenken. Was heisst die weiße Flagge? Hey, ich gebe auf. Ich kapituliere. Wir müssen an den Punkt kommen und sagen, ich schaffe es nicht. Ich habe keine Chance. Mit meinem Balken, oder vielleicht will man sagen, mit meinem Stapel von Balken, den ich habe, ich komme mit denen nicht klar. Ich brauche Hilfe. Da bin ich. Du kannst es auch noch irgendwo mit einem Schiffbrüchigen vielleicht vergleichen, wo irgendwo auf einer einsamen Insel gestrandet ist und einfach, hey, da bin ich, wo alles dran setzt, wo irgendwie verbrennt, was es zu verbrennen gibt, wo seine Kleider nimmt und ruft und sagt, ich brauche Hilfe. Ich glaube, an diesen Punkt müssen wir kommen. Jesus, fang mit mir an. Ich brauche Hilfe. Ich schaffe es nicht alleine. Die gute Botschaft ist, hey, der Balken, der dich blind macht, der Balken hat Jesus am Kreuz getragen. Wo sich Jesus nach Golgatha aufgeschleppt hat, hat er einen Balken auf sich getragen. Und am Kreuz ist er für alle Sünden, alle Schuld gestorben. Auch für unsere Blindheit. Auch für das, was wir meinen, wir wissen es besser. Auch für unseren Stolz. Für alles ist er gestorben. Er hat den Balken auf sich genommen, damit wir wieder sehen können. Das ist die gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Ganz ehrlich, ohne Evangelium ist die Wahrheit über den Zustand von unserem Herz nicht auszuhalten. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre mit Jesus unterwegs und ich merke immer noch, wie viel in meinem Herz einfach nicht gut ist. Wie schlecht dass ich eigentlich bin. Wie wenig Liebe das da zum Teil noch rum ist. Und das halte ich nicht aus, wenn du Jesus nicht hast. Wenn du aber Jesus hast, dann darfst du, je länger du mit ihm unterwegs bist, darfst du es zulassen und kannst sagen, ich bin wirklich noch so viel sündiger, als ich es je gedacht hätte. Und auf der anderen Seite darfst du auch wissen, du bist so viel geliebter, als du es dir je hättest erträumen. Das ist eben unser Jesus. Und er gibt uns die Chance, dass wir auch ehrlich uns mit uns selber konfrontieren können, dass wir in den Spiegel schauen können und dass wir mit dem Zustand von unserem Herz nicht überfordert sein müssen, sondern dass wir es ihm anlegen dürfen. Jesus, fang mit mir an. Ich schaff's nicht alleine. Ich brauche dich. Ich muss einfach völlig kapitulieren. Rett du mich. Ich kann nicht mein eigener Retter sein. Und wie macht Jesus das? Er gibt uns den Heiligen Geist. Und das Erste, was du da mitnehmen kannst, der Heilige Geist, er überführt uns von Sünde. Ja, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann hat er uns alles vergeben. Er nimmt uns an als seine Kinder. Und doch sind wir nachher ein Work in Progress, dass der Heilige Geist mit uns Schritt für Schritt gehen will, wo wir verändert werden. Jetzt haben wir einfach ein Problem. Unser Herz, das von der Sünde so kaputt ist, mit dem Herz sollten wir uns jetzt irgendwie beurteilen können.
Du kannst dir das vorstellen, ist wie, wenn du dich beim Schlafen beobachten willst. Geht nicht, oder? Du kannst dich filmen beim Schlafen, aber das ist ein bisschen creepy, oder? Und nachher den Film schauen, wie du geschlafen hast. Aber dann kannst du dich selber beobachten. Aber sonst kannst du dich nicht selber beobachten beim Schlafen. Und mit unserem Herz ist es ein bisschen so, unser Herz ist so kaputt, dass unser Herz wie nicht selber uns sagen kann, wo wir daneben liegen. Und genau da kommt der Heilige Geist eben ins Spiel. Und ein paar Kapitel später, im Lukas 11, lesen wir: Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Jesus sagt, wir dürfen den Vater bitten, er gibt uns den Heiligen Geist. Und wer ist der Heilige Geist? Er ist nicht irgendwie eine unpersönliche, kosmische Kraft. Er ist nicht einfach ein Gefühl. Nein, der Heilige Geist ist eine Person und er ist Gott. Jesus hat ihm versprochen, bevor er in den Himmel gegangen ist. Und der Heilige Geist ist Gott in uns. Die Bibel sagt, die Jesus aufnehmen, da kommt der Heilige Geist und er wohnt in uns. Wir dürfen ein Tempel sein, wo der Heilige Geist drin wohnt. Und dann wirkt der Heilige Geist am Herz der Gläubigen. Und er möchte uns helfen, mit unserem Herz zu Gang kommen. Er möchte uns helfen, auch blinde Flecken aufzudecken. Er ist aber auch der uns die Liebe vom Vater zeigt. Wo uns Gnade und Barmherzigkeit von Jesus gross macht. Es ist schlussendlich die Güte von Gott, die uns zur Umkehr bringt. Und das ist das, was der Heilige Geist in jedem einzelnen Herz von uns tun möchte. Möchtest du, dass der Heilige Geist da mit dir anfängt? Es ist eigentlich mega blöd, aber ich kenne das auch. Wir denken manchmal, es ist nicht gut, wenn er uns von Sachen überführen. Es schmerzt irgendwie. Aber hey, ganz ehrlich, es schmerzt mehr, wenn du dabei bleibst. Ich habe manchmal so Phasen, wo ich nicht mehr gerne auf der Waage stehe. Und dann muss ich mir auch sagen, ob ich auf der Waage stehe oder nicht, das Gewicht ist genau das Gleiche. Schaue ich jetzt die Realität ins Gesicht oder nicht? Es geht eigentlich genau um das. So sagen, ja, meine sündigen Muster, die sind da. Heiliger Geist, es ist besser, wenn ich sie weiss, wenn du mit mir einen Weg kannst gehen, als dass ich mich irgendwie möchte distanzieren davon. Und das Zweite, was der Heilige Geist tut, er gibt uns ein neues Herz. Wir lesen von einem Propheten im Alten Testament, der hat schon knapp 600 Jahre vor Jesus gelebt, der hat es so beschrieben. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Ja, das Herz aus Stein, das ist das Herz, das irgendwo verhärtet ist, das sich selber schützt nach außen. Eins, das unbeweglich ist, eins, das nicht parat ist, auch die Wahrheit über sich selber anzunehmen und zu akzeptieren. Und was ist das Herz aus Fleisch? Es ist eins, das eben verletzlich ist, das empfindsam ist, das lernfähig ist, das offen ist. Und das Beste, du kannst dir das Herz aus Fleisch nicht einfach selber geben. Aber es ist etwas, was der Heilige Geist dir möchte schenken. Etwas, was du aus Glauben als ein Geschenk darfst annehmen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte da sagen, Heiliger Geist, ich möchte erst sein. Du darfst die anderen auch noch beschenken, aber fang doch bei mir an. Ich brauche so ein Herz. Ich brauche so ein Herz aus Fleisch. Ich möchte nicht, dass ich irgendwo Verhärtung habe in meinem Herz. Nein, ich möchte ein weiches Herz haben, das du mir schenkst. Ich habe so 2 einfache Gebete formuliert, die vielleicht für uns auch zu einem täglichen Gebet werden können. Das erste ist, Heiliger Geist, zeig du mir,
wo ich daneben liege, damit ich umkehren kann. Das können Sachen sein, die du dir vielleicht schon bewusst bist, aber ganz bewusst ein Gebet, wo der Heilige Geist dir blinde Flecken auch aufzeigen kann. Und das Zweite, ich war nach dem ersten Gebet immer gefasst und sagen, jetzt muss ich einfach mich da zusammenreissen und das machen. Aber wir wollen sagen, Heiliger Geist, komm du mir zu Hilfe, verändere du mein Herz. Ich schaffe das nicht alleine. Ich brauche deine Hilfe. Die weiße Flagge lässt grüßen. Wir werden jetzt gerade so einen Moment nehmen, um ganz persönlich einfach ins Gebet zu gehen. Bitte doch Gott, der Heilige Geist, dass er einfach zu dir redet. Und wenn du eins oder beide für deine Gebet, zu deinen Gebet machen willst, darfst du es gerade jetzt tun, in dem Moment.